5 gute Freunde ist viel mehr wert als 3000 Likes auf Facebook. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewpartner ist der Gianfranco Salis. Er ist ehemaliger Lehrer und ehemaliger Radiomoderator bei Toxic FM. Ich bin also gespannt, wie das mit dem Radiomoderator funktioniert heute, was der mir noch alles beibringen kann. Aktuell ist er Eventmoderator, was zu Corona-Zeiten ein bisschen schwierig ist, und Podcaster. Was er darum ganz konkret macht, erzählt er gerade selber. Heute Gianfranco, schön bist du da, wie geht's dir? Ja, hallo Nico, ich freue mich riesig, dass ich da sein bei «Mach dein Ding», weil das machen wir ja beide und ich habe eine riesen Freude, ja. Haben sich da zwei Gleichgesinnte gefunden. Was ich mache ist, ich tue gerne Leute inspirieren, Leute unterhalten und auch meinen Mehrwert, den ich kann generieren durch meine grosse Erfahrung aus dem Schulzimmer und aus dem Radiostudio, dass ich diese Erfahrung kann überbringen kann, auch für Firmen, für KMUs mit meinen Dienstleistungen als Podcaster, die ich hauptberuflich ausüben darf. Okay, was heisst jetzt das ganz konkret, eben Dienstleistung als Podcaster? Also was bietest du an? Für was verlangst du ganz konkret Geld? Also ich biete an, also es ist ein Rundum-Service, oder? Das heisst, dass die Leute, die mich buchen und ich unterstütze, in Frage, also es ist so ein bisschen, es geht ja meistens darum, viele Unternehmungen möchten auch, je länger sie mehr auf den TÜV-Podcast steigen, da fehlt so ein bisschen der Kick noch, der letzte, das Zünglein an der Waage, wo man sagt, hey, komm, jetzt setzen wir es um. Und genau dann komme ich ins Spiel, indem dass ich Ihnen aufzeigen kann, was kann man machen. Audio-Podcast, Videopodcast, eine Sendung, eine 5er-Serie, eine 10er-Serie. Also da kann ich ganz maßgeschneidert ein Unternehmen unterstützen, um innovativ und also auf eine innovative Art und Weise können für den Endkunden etwas herzustellen, ein Produkt, das dann nachher on demand kann konsumiert werden kann. On demand ist ja das Schlagwort der Stunde, vor allem jetzt zu Corona-Zeiten, seit einem Jahr, oder, wo sehr viel auch die Möglichkeit wollen und können nutzen von den Podcasts, oder, was eben übers Ohr oder übers Auge geht, um den Endkunden zu erreichen. Und genau dann komme ich ins Spiel, ja. Okay, das heisst, wenn ich jetzt ein Unternehmen bin und sage, ich möchte gerne einen Podcast, weil ich das ein cooles Medium finde, ich habe aber noch nicht genau eine Idee, was konkret und wie, dann kann ich eigentlich zu dir kommen und sagen, Gianfranco, wir möchten gerne, was gibt es für Möglichkeiten, in welche Richtung können wir gehen? Dann fährst du wirklich von der Konzeption, was wird jetzt erzählt, gewisse Recherchen vielleicht bis hin zum fertig geschnittenen, paraten Podcast. Machst du alles? Das ist es so. Also wie gesagt, maßgeschneidert vom ersten Telefon bis zum Endprodukt, wo man nach 10-Euro-Prinzip kann gegenchecken, gegenhören. Also ich werde nicht auf Stunden gezahlt, sondern fürs Produkt gezahlt. Und das Produkt ist dann erst dann fertig, wenn es kann in die Vitrine gestellt werden. Und das ist das Ziel, das ich auch habe, der Anspruch, dass es wirklich ein qualitativ gutes Produkt gibt, wo der Kunde auch stolz kann raus damit. Okay, perfekt. Jetzt habe ich es vorher schon gesagt, eben, du bist mal Lehrer gewesen, dann Radiomoderator, mittlerweile Vollzeit, selbstständig, also Unternehmer, machst dein Ding, wie du es so schön auch gesagt hast. Wie ist das gegangen? Also, wie ist die Geschichte gewesen? Und warum überhaupt dein eigenes Ding und warum nicht einfach als sicherer Lehrerjob weitergemacht, wo man kein schlechtes Einkommen hat, sicher kann arbeiten? Was hat dich da dazu geführt? Ja, es ist speziell. Also es ist wirklich, es sind schon eigentlich von klein an immer zwei Seiten in mir drin gewesen, oder? Also es ist immer die eine Seite, das Unterhalten, das Leute für etwas begeistern, das Motivieren, oder? Das kann man zurückverfolgen. Die mich schon länger kennen, die wissen das von mir. Da müssen wir jetzt auch meine Eltern fragen. Auch die haben das von Anfang an beobachtet bei mir. Bin ich einfach als Person. Ich habe immer gerne kommuniziert mit Menschen, mit den Leuten, die ich kenne oder die ich auch nicht kenne. Das ist etwas, das ist einfach mal per se so da gewesen. Von Gott gegeben oder vom Universum gegeben oder wie auch immer. Das ist einfach, das bin ich, oder? Mit meiner Art, mit dem Kommunizieren, mit der Kommunikation, die im Vordergrund steht. Die Freude auch, oder? An Geschichten, an Menschen. Und die Freude hat mich dann auch zum Lehrerberuf gebracht. Oder? Also ich habe den wirklich gern gemacht, den Beruf. Ich habe den 15 Jahre lang gemacht. Der hat mich auch ausgefüllt. Und ich habe dann aber
schon recht früh, aber gleich schon gemerkt, es gibt noch, nach ein paar wenigen Jahren Schule, es gibt noch etwas anderes in mir rein, oder? Wo ich genau die Sachen, die ich jetzt gesagt habe, eben auch kann leben, einfach auf eine andere Art, auf eine, vielleicht ein bisschen eine selbstwirksamere Art, oder? Als Lehrer habe ich immer mehr gemerkt, es hat sich extrem verändert, der Beruf in den letzten 15 Jahren, oder? Mhm. Also, als ich angefangen habe, da bin ich wirklich noch mehr der Stoffvermittler gewesen, wo wirklich hat können auf Ziel anschaffen mit der Klasse, auf stoffliche Ziel. Und je länger je mehr bin ich der Erzieher geworden, oder? Und vielleicht hat sich dann das auch abgelöst, weil ich selber Vater geworden bin von 3 Kindern, ist dann vielleicht auch das Bedürfnis, der Erzieher auch auf Jobebene zu sein, ein bisschen geschrumpft. Oder? Mhm. Also die Lust. Also das heisst, ich habe dann gefunden, ich habe mir schon immer gesagt, wenn ich etwas mache, dann möchte ich es so lange machen, solange es für mich stimmt. Und das hat es gemacht, 15 Jahre, der Lehrerberuf. Und Mhm. dann bin ich wirklich zu dem Moment gekommen, wo ich muss sagen, hey, und jetzt? Jetzt hat sich zu fest verändert für mich persönlich, der Job. Wenn ich am Morgen aufstehe, dann muss ich einfach wirklich mit Freude an die Arbeit gehen. Und das ist dann ganz am Schluss habe ich das nicht mehr gleich gespürt, wie als ich angefangen habe, Schule zu gehen. Und dann musste ich sagen, ich muss etwas ändern. Oder? Mhm. Das heisst, eben, wie du es gesagt hast, es ist ja schön, es ist ja, hey, du kommst jeden Monat Lohn über, das ist ja, du hast Ferien, zahlte Ferien sogar, der 13. Monatslohn kommt auch immer pünktlich, oder? Du bist ja blöd, wenn du das verlässt. Aber ich habe mir gesagt, nein, du bist eben nicht blöd, wenn du das verlässt, weil wenn es für dich nicht mehr stimmt, du gehst ja für dich auch arbeiten. Nicht nur für deinen Lohn. Mhm. Also klar, den Lohn brauchen wir zum Techniker zahlen, aber schlussendlich bist du auch mit dir selber unterwegs, oder? Und wenn du mit Passion etwas kannst nachgehen, wo dich ausfüllt, dann ist das unbezahlbar. Oder? Also dann kann ich persönlich, ich rede nur von mir, gell? Ich möchte auch niemandem näher treten, wo sich auch freut, weißt, das Mhm. so zu machen und 45 Jahre angestellt ist und sie auch so ein erfülltes Leben hat. Da kommen wir später sicher noch drauf zurück. Ja, aber das ist so, ich glaube, das ist das Hauptding, dass ich immer so den Drang habe, etwas zu machen, etwas Spezielles zu machen, vielleicht auch etwas Besonderes zu machen, was nicht jeder macht. Also ich bin nie der gewesen, der mit dem Strom geschwungen ist, sondern ich bin einmal auch der gewesen, der sich nicht gescheucht hat, einmal gegen den Strom zu schwimmen. Okay. Oder? Jetzt hast Ja. du ja eben verschiedene Stufen gehabt. Also der Lehrerberuf hast du gemerkt, irgendwann gefällt dir nicht mehr so. Mhm. Du musst etwas ändern. Ähm, Dann hast du ja eben, hast du mal im Vorgespräch schon gesagt, der erste Schritt war, parallel zum Lehrer da sein, hast du Radioausbildung gemacht und eben bei Toxic FM als Radiomoderator angefangen zu arbeiten. Mhm. Mittlerweile bist du ja nochmal an einem ganz anderen Punkt. Wie ist denn der Weg gegangen von Anfang, okay, ich muss irgendwie noch etwas anderes machen, zu heute, wo du selbstständig bist, voll selbstständig? Was sind da die Schritte gewesen, die du durchlaufen bist und wie lange ist das jeweils gegangen? Ja, je länger, je mehr habe ich einfach gemerkt, ich muss mich für etwas entscheiden. Also weißt, ich bin Lehrer und nebenbei Moderator, oder? Und das nebenbei, plötzlich bin ich einfach zu dem Punkt gekommen, Herbst 2018, wo ich wirklich, ich habe mir Hilfe geholt. Also ich bin wirklich zu einem Coach gegangen und gesagt, der hat mich dann zu dem gebracht. Das war übrigens jemand, den ich einmal anmoderiert habe, ein Referent. Und es ist wirklich lustig, was die Geschichte, was das Leben schreibt. Und er war dann mein erster Coach, wo mir geholfen hat zu diesem Commitment. Wo einfach gesagt hat, ja, willst du jetzt noch weitere 30 Jahre, bis zur Pensionierung müsste ich noch 30 Jahre, oder? Mhm. Arbeiten als Lehrer und einfach das, was du auch gerne machst, nämlich das Moderieren, einfach so nebenbei machen. Und dich aber die nächsten 30 Jahre immer noch ab diesen Sachen aufregen, die dich jetzt aufregen, im Lehrberuf, die sich geändert haben. Und das einfach machen halt wegen der Sicherheit und du kommst dann das Lohn über. Oder willst du sagen, nein, ich will, es ist noch lange Zeit, 30 Jahre, ich will jetzt das machen, was mir auch Freude macht und das möchte ich nicht mehr so nebenbei machen. Das heisst, ich habe mir wirklich die Entscheidung machen, und ich bin dann auch darauf gekommen, wenn du etwas möchtest machen und richtig gut möchtest machen, dann musst du dir auch Zeit geben für das. Und das habe ich mir auch gegeben, es ist ja Vorbereitung, oder? Ich habe nicht von Mhm. heute auf morgen den Schritt gemacht, oder?
Sondern ich habe wirklich schon von Anfang an eben die zwei Sachen gehabt, der Lehrer und der Moderator. Und da habe ich mich wirklich angetastet an das, bis dann wirklich der Moment gekommen ist, wo ich muss sagen, und jetzt will ich nicht jammern, sondern jetzt möchte ich mein Ding machen. Oder? Und ich glaube, das ist genau der Punkt, wo vielleicht auch viele stehen bleiben, wo dann im Jammern sich verlieren, aber dann trotzdem nicht aus der Komfortzone rauswollen. Oder? Weil dann denken sie gleich, ja, weißt, eigentlich bin ich ja dann gleich froh, oder? Habe ich das sichere Einkommen und so weiter? Ja, das ist auch gut, oder? Aber es ist immer so ein bisschen das Jammern. Ich denke, ich bin nie einer gewesen, der gejammert hat. Ich bin immer einer gewesen, der dann das Heft lieber selber in die Hand genommen hat und dann selbstwirksam etwas dagegen unternommen hat. Also der Mut und das Tun, das ist sehr, sehr zentral. Und das ist auch etwas, wo denke ich, mich auch auszeichnet und wo mich zu dem geformt hat, wo ich heute bin. Oder? Perfekt. Also einfach so die zwei Schienen. Also das einfach der Antrieb, den ich in mir hatte, ich möchte selber das in die Hand nehmen. Also ich kann es ja auch selber in die Hand nehmen. Es ist ja mein Leben. Oder? Weil ich mache mein Ding, ich mache mein Leben. Das gestalte ich. Ich kann das selber entscheiden, wie ich es gestalte und was ich es mache. Das ist eigentlich eine riesige Freiheit, die wir da haben. Und ich will nie ein Sklave werden von einem System oder von einem Gruppendruck oder von was denken die anderen, sondern ich möchte das machen, was mich ausfüllt, was mir Freude gibt. Bin ich voll bei dir. Jetzt hast du aber gleich gesagt, eben, obwohl du ja sagst, eigentlich, du bist in dem Sinn ein Mensch, der sein Ding machen will und relativ weit in dieser Entscheidung drin schon war, hast du, um das wirklich zu schaffen, den Absprung, einen Coach gebraucht. Was ist denn da gewesen, wo dich zurückgehalten hat? Und du hast vorher gesagt, eben, du hast dich dann gefragt, ja, will ich das noch 30 Jahre machen so, oder möchte ich etwas anderes machen? Mit dieser Frage ist es ja gleich nicht gemacht. Also was ist da, wo dich zurückgehabt hat, dass du es eben nicht schon früher gemacht hast? Und wie hat jetzt der Coach dir effektiv können helfen? Vielleicht für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wo in einer ähnlichen Situation sind, dass man ein bisschen konkreter vielleicht kann werden, oder? Wo sagen, ja, eben, eigentlich bin ich jetzt schon nicht wirklich glücklich in meinem Job, aber ich komme eben, mein sicherer Lohn über, ich habe ein gutes Einkommen. Wer sagt mir denn, dass ich gleich viel verdiene in meiner Selbstständigkeit? Das ist ja viel ein grösseres Risiko, zumindest gefühlt. Was ist denn da gewesen, wo dich zurückgehabt hat und wie hat dir der Coach konkret können helfen, dass du dann gleich diesen Schritt gewagt hast? Also der Coach, der ist wirklich ein halbes Jahr mein Coach gewesen, gell? Also da haben wir 5 Sitzungen gehabt, oder? Nicht mehr. Also weißt du, einfach jetzt für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die das hören, also ich bin da nicht dann ein halbes Jahr lang jede Woche dort hingegangen. Das wäre natürlich auch finanziell ein Ding der Unmöglichkeit, oder? Also das heißt, das ist wirklich, er hat mir einfach die Augen geöffnet, er ist ein guter Zuhörer, oder? Und das finde ich, das ist schon mal per se ein guter Coach, jemand, der gut zuhören kann, kann sich auch gut in jemanden reindenken, empathisch, oder? Und es ist eine neutrale Person. Also ich kann einfach eine neutrale Person wählen, weil es ist ja, das ist auch entscheidend, oder? Und das Umfeld natürlich, also das hat sicher auch dazu beigetragen. Also meine Frau an meiner Seite, wo mich seit 10 Jahren begleitet, ist das sehr, sehr entscheidend für meinen Erfolg oder für meine Erfolgsgeschichte, wo ich jetzt darf am Tag legen, wenn man so ein bisschen zurückschaut, was sich alles erreicht hat in den letzten 10 Jahren, wo extrem, das ist eine extrem wichtige Person, oder? Weil, man sagt es schon, eine Person, also eigentlich brauchst du nur jemanden, der zu dir steht. Und dann gehört die ganze Welt dir. Oder? Und das ist der Rückhalt, den ich durch meine Frau erfahre. Sie unterstützt mich, indem dass sie mich machen lässt, mein Ding machen lässt. Oder? Und in dem weiss sie auch, wenn ich meinem Mann sein Ding machen lasse, dann ist er auch happy. Und wenn ich Kind habe, dann habe ich einen Vater, der happy ist. Das ist dann schlussendlich auch wieder fürs Ganze gut, für die Familie. Oder? Und ich glaube, das Umfeld ist auch entscheidend. Auch der Zeitpunkt, das Timing, oder? Also das Timing, vielleicht zu deiner Frage eine Antwort zu geben, Timing, der Zeitpunkt, wann gehst du raus? Es hätte so müssen sein, dass ich die 15 Jahre noch gebraucht habe, im Lehrerzimmer, im Schulzimmer, zum den Schritt zu wagen. Dass ich an den Punkt ankomme, wo ich sage, und jetzt möchte ich etwas ändern, jetzt hole ich mir Hilfe, also im Sinne von
es ist kein Psychologe, sondern es ist ein Trainer, also ein Coach, der selber als Speaker und Keynote-Referent tätig ist. Und dort bin ich dann gewesen, habe die Sitzung gemacht und der hat mir einfach die Augen geöffnet, um zu sagen, hey, eben, möchtest du das, was du eigentlich mega gerne machst, weiterhin als Hobby so nebenbei machen und dann wird es auch so wahrgenommen, nämlich, du weißt, das ist der mit seinem sicheren Lohn, der einfach als Spass ein bisschen tut, oder möchtest du auch, dass du noch besser wirst bei dem, was dir Spass macht. Und ich habe mich dann für das entschieden, dass einfach, wenn ich möchte besser werden in dem, was mir Spass macht und wenn ich noch mehr Spass möchte dabei erfahren, dann muss ich das andere auf die Seite legen. Und das war dann der Lehrerberuf gewesen. Okay, und seither bist du Vollgas dabei. Wie und wo stehst du denn jetzt heute ganz konkret da? Also hast du vielleicht auch noch Mitarbeiter oder bist ganz allein? Kannst du vielleicht etwas sagen zum Umsatz, den du machst, oder einfach so noch ein paar Zahlen nennen, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer sich noch ein bisschen besser etwas darunter vorstellen unter dem, was du machst? Ich bin wirklich Einzelunternehmer, das heisst, meine einzige und wichtigste Mitarbeiterin ist meine Frau. Okay. Und wir zu zweiten rocken wir nicht nur 3 Kinder, sondern eben auch mein Geschäft. Und wir bringen wirklich alles unter einen Hut. So. Und ja, ich habe einfach gemerkt, auch wenn du auf andere angewiesen bist, du kannst dann halt nicht am Morgen um 6 Uhr, am Sonntagmorgen um 6 Uhr etwas machen, oder? Sondern wenn du wirklich für dich selber, dann ist es egal, wenn du ins Nest gehst, weil du machst es ja für dich, du machst es für dich zum Weiterkommen, oder? Und dann ist dann vielleicht einmal 11 oder 12:30, oder? Und dann werde ich einmal zurückgepfiffen von der Frau, jetzt solltest auch du mal schlafen. Oder? Aber dann weiss ich, ja, dann kann ich vielleicht am anderen Tag um 7 Uhr erst aufstehen oder um 7:30 und ich gehe um 9 Uhr joggen oder wie auch immer. Ich kann das selber bestimmen. Oder es ist einmal, ich schaue, was ist vielleicht auch speziell, ich schaue mehr auf den Wetterbericht. Das heisst, wenn ich sehe, in 4 Tagen schönes Wetter, dann gehe ich dann Skifahren. Oder? Und dann weiss ich, aber ich tue zuerst alle To-Dos erledigen, dass ich dann kann am schönsten Tag der Woche verduften. Und das ist halt dann die Freiheit, wo du dann wirklich monetär, ja, es ist wie ein anderes Leben, das kannst du wie auch niemandem näher bringen, aber das selber nicht erlebt. Du bist selber auch Unternehmer, du weißt, was ich rede, oder? Klar. Aber vielleicht kann das auch einen falschen Hals bekommen bei jemandem, der auch zufrieden so durchs Leben geht, weißt, wo einfach sich freut, jeden Abend habe ich Feierabend und am Morgen kann ich arbeiten und dann kommt wieder das Wochenende, dann kommen wieder die Ferien und so. Das funktioniert auch, aber es ist einfach nicht mehr meins gewesen. Absolut, ich glaube, es ist ja nicht so, dass das nicht funktionieren sollte, sondern es geht einfach darum, dass die Leute, die vielleicht eben nicht zufrieden sind und unglücklich sind mit dem Job, dass man denen mal zeigt, was überhaupt möglich ist, welche Art und Weise das es gibt und wie das so eine Selbstständigkeit kann aussehen, um einfach dann mal vielleicht das falsche Bild aus ihrem Kopf zu brechen, dass sie sich trauen, mal mit ihrem eigenen Ding zu starten. So wie ich dich jetzt verstanden habe, bist du ganz gezielt Einzelunternehmer und möchtest auch in Zukunft so bleiben? Oder ist es schon so, dass du in Zukunft sagst, vielleicht je nachdem mal noch den einen oder anderen Mitarbeiter anstellen, kann ich mir vorstellen? Oder wie sieht das für dich persönlich aus? Also das schließt sich sicher nicht aus. Ich meine, das ist Zukunftsmusik, oder? Ganz klar. Also man muss ja als Unternehmer sicher auch immer gross denken, oder? Wenn man so früher schaut, was in 10 Jahren oder in 20 Jahren ist, wenn ich jetzt schaue, was in diesen 10 Jahren gegangen ist, oder? Dann kann man das sich natürlich schöne Sachen ausmalen, was so die Zukunft kann mit sich bringen. Jetzt sehe ich auch meinen Junior, wo da ein bisschen in die Fußstapfen tritt, was mich natürlich auch freut, oder? Das überlasse ich aber auch ihm. Ich meine, er kann in 3 Jahren sagen, ich möchte das nicht mehr machen. Dann macht das nicht mehr, oder? Und dann haben wir ein cooles Projekt mit dem Kinderpodcast lanciert, wo wir aber bereits aufgeleistet haben, in dem Moment, wenn das Szenario eintreffen, dann sind meine Frau und ich am Start für Schulen, wo wir genau das Know-how weitergeben können. Und das ist jetzt das erste Ziel, oder? Also das heisst, mein Know-how aus 15 Jahren Lehrer da sein und 13 Jahren Moderator und eben auch als erfahrener Podcaster, ich bin ja Vorstand im Podcast Club in der Schweiz, dass ich das Wissen kann weitergeben als Mehrwert. Das ist für mich Nummer 1. Oder? Also Mehrwert, das heisst Inspiration für andere, das bin ich schon lange, das ist wie bei dir, also mit unseren Gesprächen, die wir führen, mit Leuten, die ähnlich ticken, oder?
das ist eine Inspiration, jedes Mal auch für mich übrigens. Und das hat mich ja auch weiter geformt, weil ich sehe das Leben als Prozess. Ich lerne jedes Mal, jeden Tag lerne ich wieder neue Sachen. Oder? Manchmal gehe ich an ein Meeting und ich nehme ein Wort mit von diesem Meeting. Ich habe vielleicht den Auftrag nicht, aber ein Wort nehme ich mit und genau das ist das entscheidende Wörtchen, das mich dann zu einem nächsten Auftrag bringen kann, beispielsweise. Ja. Oder? Also das heisst, ich schaue es so an. Du hast jetzt gerade schon den Kinderpodcast angesprochen, wo, wenn man zumindest mit dir verbunden ist, ein bisschen in den sozialen Medien, sieht man den immer wieder. Der ist ja recht am Abgehen im Moment. Erzähl mal ganz kurz das Projekt. Was konkret macht ihr da? Wie sieht das aus? Und gleich auch, wie sieht das Geschäftsmodell dahinter aus? Gibt es das überhaupt? Oder ist es absolut einfach Hobby zum Rausgeben? Nein, also seit meinem Commitment, seit dem Oktober 2018, ist nichts mehr Hobby, das ich mache. Also das kann ich gerade so sagen. Wenn ich es mache, seitdem hat es immer im Kopf mit dem zu tun, mit meinem Ziel. Und mein Ziel heisst, ich möchte meine Familie, meine fünfköpfige Familie durchbringen, also als Self-Made Man durchbringen. Und da musst du all in gehen. Das heisst, Komfortzone verlassen, da gibt es nur noch eins. Und das heisst, es ist entstanden aus der Situation Lockdown 1, also Frühling 2020, genau vor einem Jahr ist das entstanden, wo es darum gegangen ist, aus der Motivation heraus, hey, ich möchte etwas Sinnvolles machen mit meiner Familie. Ich bin mehr daheim, das ist Fakt, wir dürfen nicht rausgehen, alles ist zu und ich habe 3 Kinder. Oder? Und jetzt lass uns etwas Sinnvolles machen, miteinander, gemeinsam, oder? Als Familie, als Familienprojekt. Und so hat es gestartet. Das heisst, er redet mega gerne, mein Sohn, er erzählt gerne und er redet gerne über Tiere und so ist ihm das auf der Hand gelegen, dass wir dann da das gefunden haben. Dass wir etwas aufnehmen, das haben wir schon vorher gemacht. Aufnahmen gibt es schon von früher, wo er schon als 3-jähriger Knirps etwas mit mir einmal besprochen hat am Mikrofon. Aber da sind wir nicht raus damit. Und jetzt haben wir gefunden, jetzt können wir ein Produkt schaffen, auch gerade gleichzeitig. Oder? Also Nummer 1, eine Tagesstruktur für uns als Familie, aber gleichzeitig, wenn wir es als Podcast lancieren, können auch andere einen Nutzen davon ziehen. Und da sind wir wieder beim Mehrwert. Und ich habe einfach, seit ich selbstständig bin, habe ich 3 Leitplanken. Also die Freude, das Warum mache ich das, was ich mache, oder? Dann, was ist der Mehrwert für andere? Also was ist der Nutzen, den ich anderen damit gebe mit meiner Arbeit, oder? Und das Dritte ist auch Familie, oder? Also es gibt immer die sagen, ja, Karriere oder Familie. Ich möchte beides, oder? Und dass man beides kann erreichen kann, das gibt ganz viele berühmte Leute auch, die beides gerissen haben. Also ein Roger Federer hat auch beides, hat sogar 4 Kinder, oder? Und seinen Leistungsausweis müssen wir ja jetzt nicht erwähnen, aber er hat 4 Kinder, oder? Aber da gibt es immer die sagen, ja, das geht nicht. Du kannst nur Karriere oder nur Familie machen. Und das ist für mich auch ein innerer Antrieb. Ich möchte diesen Leuten auch zeigen, doch, Salis kann beides. Okay. Und wie sieht denn jetzt eben das Modell dahinter aus? Also, das ist ein Kinderpodcast, wo du mit deinem Sohn redest. Und genau. Wie soll denn da eben, du musst die Familie durchbringen, du musst irgendwo damit Geld verdienen. Wie wird daraus ein Business, wenn du sagst, es ist nicht ein Hobby? Das Businessmodell ist das, wir sind unterdessen in 2 Museen und in einem Zoo gelandet mit einem Kinderpodcast. Das ist schweizweit einzigartig. Mit einem 6-Jährigen, der mit dem Papi über Tiere schwätzt. Das gibt es in dieser Form so nicht in der Schweiz. Und das zieht natürlich dann auch, also jetzt das Businessmodell ist das, dass wir das Wissen, wo wir uns erarbeitet haben, die Freude, der Spaß, das Medium Podcast können als Wissensmedium zu entdecken oder auch weiterzutragen. Das ist jetzt unser Ziel, das Feuer, wo wir jetzt das Jahr lang auch haben können empfachen bei uns selber, aber auch bei anderen Leuten, die immer wieder reingelassen haben, die uns Kommentare gegeben haben, die uns Zeichen schenken, mit Likes, mit Nachrichten, mit Briefpost und so weiter, dass wir das Feuer in die Schulzimmer reinbringen.
Und zwar nicht als Lehrer für Schüler, sondern als Lehrer für Lehrer quasi. Als Experte, wo Podcast macht Schule reinbringt ins Schulzimmer. Also meine Frau und ich haben den zweiten Lockdown genutzt, um ein Lehrmittel zu entwickeln. Das sind 70 Seiten, wo wir genau den Mehrwert vom Medium Podcast eben darlegen. Wo wir zeigen, was alles dahinter steckt, bis man einen Podcast macht, der qualitativ verhebt. Oder? Also das heisst, da geht es um die Wissenserarbeitung, ums Denken, ums Handeln, ums Präsentieren, um etwas produzieren. Das sind alles fachliche und überfachliche Kompetenzen, die heute von der Schule verlangt werden, dass sie das lernen, auch gerade im Besonderen im Zusammenhang mit Medien und Informatik, aber eben auch mit fachlichen und überfachlichen Kompetenzen. Und wir sind so breit aufgestellt als Eltern mit Erfahrung mit 3 Kindern, oder? Zum einen, aber auch mit unserem pädagogischen Hintergrund aus 15 Jahren Lehrer da sein. Also meine Frau ist immer noch praktizierend, also sie gibt immer noch Schule. Und ich nehme diesen Bereich dann noch mit der Medienerfahrung, also wo ich mir da auch in den letzten 10 Jahren können erarbeiten, also vom Radiostudio bis hin zu Kundenaufträgen, Audio- oder Videopodcasts für Grosskunden wie Migros oder Mobiliar, wo ich eben auch diese Ecke auch noch mitbringen kann. Oder? Also das heisst, wir haben die 3 Grundpfeiler und jetzt geht es darum, eben, das ist unser Businessmodell, jetzt haben wir das Produkt, oder? Wir haben eine Nische gefunden im Lockdown mit von Kind zu Kind Podcast, das gibt es so nicht. Also in der Regel sind es ja immer, wenn du schauen, SRF Kindernews und so weiter, das sind ja Erwachsene, die ein Programm für Kinder machen. Oder? Und uns geht es darum, dass wir da den Mehrwert, das Medium Podcast eben ins Schulzimmer bringen können, dass die Lehrpersonen merken, die Selbstwirksamkeit, die Freude, die Neugier, wenn ein Kind selber Experte sein über ein Tier. Also da hat Theo erzählt, als Zugang können nutzen, damit sie selber können mit ihren Klassenpodcasts herstellen, damit sie ein Klassenprojekt machen können, damit sie einen Schulpodcast können herstellen und so weiter. Was gehört alles dazu? Oder? Da muss zuerst das Wissen erarbeitet werden und so weiter. Eben, wie gesagt, ein 70-seitiges Werk, das meine Frau und ich zusammengestellt haben. Und so gibt es natürlich dann auch Weiterbildungen. Also das Werk allein langt ja nicht, das kannst du einfach kaufen an unserer Webseite, aber das ist natürlich das ganze Know-how und die Expertise, die wir ein Jahr lang haben können, die Erfahrungen sammeln mit Theo erzählt. Das heisst, der Podcast, Theo erzählt, ist so der Proof of Concept, es funktioniert, es ist erfolgreich, es ist etwas Cooles und jetzt tun ihr eigentlich das Geschäftsmodell so machen, dass ihr mit dem Wissen, das ihr gewonnen habt, das Wissen verkauft für Schulen und auch Privatpersonen, für Lehrer und so weiter. Wer weiß, was die Zukunft bringt. Aber wir machen auf jeden Fall weiter, weil wir sehen den Mehrwert für die Schulen. Oder? Und das können wir direkt beurteilen, weil wir selber auch aus dieser Ecke Erfahrung mitbringen als erfahrene Lehrpersonen. Perfekt, super. Wir kommen dann mal ein bisschen weg wieder vom Kinderpodcast, von dem an sich, zu deiner Selbstständigkeit in dem Sinn. Jetzt, wo du gestartet hast, wo du damals dann eben den Entscheid gefällt hast, um zu sagen, ich gehe jetzt all in, ich höre auf Schule geben. Hast du da eine Ahnung gehabt von Buchhaltung, Recht, Marketing, wie das überhaupt abläuft, oder bist du eigentlich ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte eine Ahnung gehabt, dass ich eine Frau habe, die eine Ahnung hat. Okay. Genau, also sie ist ja ausgebildete kaufmännische Angestellte und von Anfang an war es für mich klar gewesen, oder auf der Hand gelegen und ich bin auch mega, mega froh darum, dass sie da die Fäden in der Hand hat und sie macht das auch bravourös. Okay. Also wirklich die Buchhaltungsgeschichte, das habe ich alles können ihr abgeben und sie hat das im Griff, sie pfeift mich auch immer wieder zurück, wenn es um Investitionen geht oder so, dann schaut sie schon, dass wir richtig mit dem umgehen. Okay, perfekt. Jetzt ist ja im Interview auch bisher, oder, es klingt immer alles super und Unternehmertum ist meiner Meinung nach definitiv die beste Lebensform, die es gibt auf der Welt, aber trotzdem ist ja nicht immer alles nur schön, auch da gibt es schwierige Momente und wir wollen ehrlich bleiben. Was ist denn bis jetzt in deiner unternehmerischen Karriere der schlimmste Moment gewesen, den du erlebt hast? Also es ist wirklich der erste Moment, wo ich leer schlucken musste, ist der 16. März 2020 gewesen.
meine, bist alleinstehend, also eben nicht alleinstehend, sonst hätte ich in dem Moment wahrscheinlich nicht überlebt, aber du bist Einzelunternehmer und das heisst Berufsverbot, Mhm. oder? Dann das ganze Geschichte nochmal im Herbst, Härtefall, oder? Du hörst das so und dann denkst du so, okay, ja, ich habe mich für das entschieden. Das heisst, ich bin jetzt im Ring, jetzt habe ich eins verwünscht, oder? Aber ich kämpfe weiter, oder? Mhm. Und da musst du wirklich, da musst du hart an dir arbeiten und dankbar sein. Also Dankbarkeit hat mir extrem geholfen. Okay, Dankbarkeit, auch in diesem Moment dankbar zu sein. Also wenn okay. wirklich, wenn das Wasser zum Hals steht, auch dann dankbar sein, auch dann am Abend ein Kerzchen anzünden, mache ich übrigens jeden Abend. Jetzt die einen können es bezeichnen als Gebet, die anderen als Meditation, die dritte als, weiß nicht, runterkommen und so weiter. Mir bringt das etwas. Und Mhm. mir hat das immer geholfen, gerade in diesem Moment. Und ich bin nie der, der die Kille säckelt, wenn die Hütte brennt, sondern ich bin eben der, der auch sonst in die Kille geht, einfach aus Dankbarkeit. Aber das ist jetzt, da wäre es noch eine andere Geschichte oder eine andere Story. Ich Okay, bin ein gläubiger Mensch, der Glaube gibt mir auch sehr viel Kraft. okay. Aber der schlimmste Moment in dem Fall die Corona-Situation, wo du natürlich als Moderator, was bis jetzt zu kurz ist im Podcast, du machst ja nicht nur den Podcast, sondern du tust eben eigentlich auch Events moderieren und auf diese Schiene hast du ein Berufsverbot bekommen, wo auch aktuell noch niemand weiß, wie lange das es noch anhebt. Das ist sicher der schlimmste Moment gewesen in dem Fall. Mhm. Eigentlich kann man zusammengefasst sagen, die Krise ist gekommen Mhm, und hat mich motiviert, zum richtig Gas zu geben. mhm, Oder? Also, und auf das schaue ich auch stolz zurück. Also wenn ich jetzt auf das Jahr zurückschaue, jetzt ist es genau ein Jahr her, wo ich nicht mehr auf der Bühne stehe. mhm, Oder? Aber was ich in diesem Jahr reissen konnte, oder? Eben, ich bin in 2 Museen mit einem Podcast-Produkt von mir, in einem Zoo auch noch, in den Charts auf Platz 1 gewesen, 4 Wochen lang bei Education for Kids auf mhm. den Apple Podcast Charts. Ich meine, das ist ein unglaubliches Gefühl. Und ich glaube, ich habe das nur erreichen eben durch das Umfeld, durch meine Frau, die mich unterstützt, durch meine Familie, die mir Kraft gibt, durch meinen Glauben, der mir Kraft gibt und vor allem auch, dass ich an mich selber auch glaube. Mhm. Oder? Und das Unterbewusstsein, das ist so entscheidend. Oder? Wir haben das 24 Stunden lang, das Unterbewusstsein. Und jetzt gibt es einfach eins, bist du gut zu dir selber und dann kannst du erfolgreich werden, weil dann hast du auch ein gewisses Selbstwertgefühl. Oder? Mhm. Weil schlussendlich geht es ja auch darum, du musst auch von dir überzeugt sein, um noch mehr können reissen, zum Leute können für etwas begeistern, oder? Und Mhm. das braucht es, einen gewissen Grundstock braucht es, oder? Dass Ja, du dich selber auch gern hast. Und so kannst du auch andere Leute gern haben. Und so haben dich dann auch andere Leute auch selber gern, oder? Also das ist, ja, aber das okay. ist jetzt nochmal eine andere Ecke, die wir anschneiden, oder? Mhm. Wie war die Frage nochmal? Die Frage war eben, was der grösste Fehler war. Aber grundsätzlich eben auch die nächste Frage gerade. Hat es den Moment gegeben, wo du dann wirklich kurz im Moment gedacht hast, Pünktli, 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 Mhm. jetzt muss ich mich in dem Fall wieder als Lehrer anstellen lassen, Mhm. höre ich auf, ich sage jetzt, Experiment gescheitert. Oder eben, ist dort die Dankbarkeit immer klar gewesen, es geht weiter, ich mache weiter und jetzt erst recht? Ja, absolut. Also ich führe ja das Erfolgsjournal. Also Mhm. ich sitze jeden Abend an, schaue auf den Tag zurück, den reflektieren und Mhm. 20 Sachen aufschreiben, wo am Tag gelaufen sind, positiv gelaufen sind. Oder? 20. 20 positive Sachen schreibe ich jeden Tag auf. Okay. Also ich probiere, manchmal sind es 15, manchmal sind es 25 sogar. Aber ich probiere, ich sitze einfach an, egal was für eine Zeit es ist, ob es Mitternacht ist, ob es 12:30 ist, ob es 11:45 ist, egal. Das gehört zu mir so zum Tagesabschluss. Dazu brennt ein Kerzchen Mhm. und das ist so ein bisschen, ja, im Reinen sein mit sich selber und einfach das Positive nochmal vorkürzeln, bevor man geht schlafen. Weil das Unterbewusstsein schafft dann weiter mit diesen positiven Sachen. Das ist Mhm. ja das Spannende. Da gibt es auch wirklich mega viel Literatur darüber, die ich jedem wärmstens empfehle, gerade in der jetzigen Zeit. Oder? Mhm. Also tut euch selber etwas Gutes und achtet euch mal auf eure Gedanken. Bin ich den ganzen Tag am Jammern oder kann ich auch positive Sachen aus Krisensituationen rausnehmen? Und das habe ich können in dieser Mhm. Zeit. Und da bin ich auch ein Stück weit stolz drauf, dass mir das gelungen ist.
dass einfach mal können danken, dass ich habe 2 Hände, 2 Füße, bin gesund, da oben gesund und auch das andere C-Ding habe ich nicht und habe ein Dach über dem Kopf, habe fließendes Wasser und jetzt tue ich nicht jammern. Weil alles das, was ich jetzt aufgezählt habe, ist nicht selbstverständlich. Oder? Ich meine, wie viele Leute gibt es auf der Welt, die all diese Sachen, die ich jetzt aufgezählt habe, nicht haben und zusätzlich ist ja noch Corona gekommen. Oder? Und ja, jetzt, ich meine, das wäre jetzt nochmal ein ganz anderes Thema, eine andere Sendung, oder? Das würde jetzt den Rahmen sprengen. Aber ich glaube, das ist auch das, was ich meinen Kindern können zeigen in dieser schwierigen Zeit. Oder? Der Papi hat nicht den Kopf hängen lassen und hat angefangen zu jammern, sondern jammern ist immer einfacher als machen. Das ist auch etwas, was ich meinen Kindern auch mitgeben konnte in dieser Zeit. Und das ist auch das, was ich ihnen will mitgeben. Nehmt das Heft selber in die Hand, bevor ihr jammert. Oder? Und als Unternehmer kann ich das und das finde ich geil, weil jedes Mal, auch in dieser Zeit, habe ich Kunden gehabt, die ich neu bekommen habe. Oder? Und ich habe das Gefühl gehabt, es hat so viele Leute, die das dann auch als Ausrede gebraucht haben. Ja, weißt du, es ist Corona, weißt du, ich bin ein armer Teufel. Und ja, es ist Corona und in dieser Zeit kannst du etwas ganz Cooles auf die Beine stellen. Du hast nämlich mehr Zeit zur Verfügung, die du sonst nicht hättest. Oder? Und darum bin ich wie ein Stück weit, hat mir Corona auch einen Schubs gegeben, mich aus der Reserve geholt. So, und jetzt bist du kreativ und nutzt deine Zeit. Wenn du jetzt noch mal müsstest starten, ich sage jetzt, wenn du jetzt heute noch mal die Entscheidung würdest treffen, ich mache jetzt mein eigenes Ding, ich tue vollständig auf meine Selbstständigkeit mich fokussieren. Gibt es Sachen, die du würdest anders machen, die du jetzt vielleicht daraus gelernt hast, wo auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer etwas könnten daraus mitnehmen und lernen? Wenn ich zurückschaue, hätte ich vielleicht gewisse Sachen ein bisschen früher gemacht. Dann hätte ich jetzt noch ein bisschen Reserve, aber ich bin ja immer noch 38. Das heisst, in unserem Metier ist ja das immer noch der 20-jährige Sportler. Oder? Also wenn du schaust, dass es da 60-jährige Moderatoren gibt auf den Bühnen, da bin ich noch voll dabei in diesem Alter, in diesem Metier. Oder? Aber vielleicht hätte man die eine oder andere Geschichte ein bisschen früher anfangen können. Aber ich glaube, weißt, ich schaue nicht zurück und sage, ja, Scheiße, hätte ich sollen. Weil ich bin ja eben 38. Schlimm fände ich es dann, wenn ich jetzt 65 wäre und 45 Jahre Schule gegeben hätte, oder? Wäre möglich, dass ich dabei Freude gehabt hätte, weißt du? Aber wenn ich jetzt 45 Jahre Schule gegeben hätte und würde zurückschauen, hätte ich doch damals probiert, dann würde es mich ankacken, oder? Okay. Aber so kann ich wenigstens sagen, hey, wenn ich jetzt noch in einem Angestelltenverhältnis leben würde, hätte ich noch 29 Jahre, oder? Und jetzt darf ich die 29 Jahre selber gestalten. Ich darf in diesen nächsten 29 Jahren selber das Heft in die Hand nehmen. Du gehst also so von 67 aus pensioniert werden. Ja, genau. Gut gerechnet. Nein, ich gehe davon aus, ich tue so lange moderieren, wie es mir Spaß macht und wie man mich versteht auf der Bühne und so Gott will, möglichst lange ohne Alzheimer irgendwie. Da könnte man auch noch mit 80 moderieren. Definitiv. Ich glaube, das ist ja wie die 80-jährigen Architekten oder Künstler oder wie auch immer. Ich meine, ein Hans Erni hat auch noch mit 103, glaube ich, sein letztes Bild gemalt. Oder? Das wüsste ich nicht. Ja, definitiv. Ich glaube, wenn man ja das macht, wo man liebt und das kann zu seinem Beruf. Beruf ist so ein schwieriges Wort, das vielleicht eben wieder nicht ganz stimmt. Aber wenn man das kann machen und davon kann leben, dann gibt es nicht das Alter, wo man sagt, jetzt höre ich auf, jetzt muss ich nicht mehr, sondern dann kann man ja das für immer weitermachen. Man muss nicht sagen, jetzt habe ich zwar 30 Jahre ein super Leben gehabt mit dem, was ich wählen und jeder Tag war mega geil gewesen, aber jetzt bin ich 65 oder 67, jetzt bin ich pensioniert, jetzt höre ich auf, dann macht ja da keinen Sinn. Absolut, und genau das habe ich ablegen mit dem Commitment. Weißt du, das hat seinen Preis, oder? Ja, definitiv. Ich meine, du weißt nicht, was so Ende Monat reinkommt. Aber du weißt, dass Ende Monat mega happy bist, weil du kannst zurückschauen, in diesem Monat habe ich 5 Interviews gehabt, in diesem Monat habe ich irgendwie 3 verschiedene spannende Podcast-Projekte machen, wo ich mit meinem Wissen andere habe unterstützen konnte. Das ist extrem viel wert. Und vor allem, ich möchte nie ein Vater sein, der einfach in 30 Jahren jedem Kind 200'000 überweist, aber Kind gar nicht kennt. Weißt? Und das ist so auch ein Haupttreiber für meine Selbstständigkeit. Ich bin am Puls nicht nur von der Zeit, sondern auch
von der Familie. Oder? Also ich sehe meine Kinder bei jeder Mahlzeit. Eigentlich noch geil, oder? Ja. Das heisst, ich erfahre durch das, wie sind sie drauf, sie erfahren durch das, wie ist der Vater drauf, wie tickt der Vater, ich erfahre, wie ticken sie, ich sehe eine Entwicklung, oder? Und das ist für mich monetär gar nicht bezahlbar, der Wert, oder, wo das hat. Oder? Ich meine, strahlende Kinderaugen, deine eigenen Kinder, die dich anstrahlen, die dir Sachen erzählen, die dir Geschichten erzählen, die dich erden, das gibt mir so viel. Und das andere stellt sich ein, das habe ich jetzt auch selber erfahren, wenn du das machen was dir Spass und Freude macht, oder? Jetzt bin ich dann 3 Jahre Einzelunternehmer und kann davon leben, dann kommt das auch zurück automatisch. Aber wenn du mit dem startest, mit dem Gedanken, ich werde Multimillionär und darum mache ich das und das, gebe ich dir 2 Jahre und du bist wieder angestellt. Weil das kannst du, weißt du, es ist mehr. Es ist schlussendlich eine Kopfsache, eine Einstellungssache. Wie nehme ich den Tag in Angriff? Oder? Sehe ich, ist das Glas halb voll oder ist es halb leer? Oder? Also dort entscheidet es sich. Und ich möchte immer, dass wenn ich so früher schaue, also das sage ich immer, stell dir vor, wenn du zurückschaust auf dein Leben. Mein Ziel ist, ich kann mal eines Tages zurückschauen und sagen, ich habe es geschafft. Ich habe 3 Kinder, die happy sind. Ich habe 3 Kinder, die in einem Beruf stehen. Ich habe 3 Kinder, die ich weiterbringen kann. Und selber habe ich es für mich selber auch geschafft. Ich habe vor 30 Jahren mich entschieden in die Selbstständigkeit. Jetzt bin ich immer noch selbstständig. Jetzt kann ich einfach nur das machen, was mir Spaß macht, nämlich ab und zu irgendwo eine Vorlesung oder ein Referat halten und dann habe ich wieder Zeit für meine Familie und meine Kinder als Großvater. Ich meine, das ist so mein Ziel, das ich habe. Oder? Und weißt du, ich tue viel längerfristig denken, seit ich das Commitment gemacht habe. Okay. Cool. Vorher habe ich von Wochenende zu Wochenende gedacht oder von Ferien zu Ferien und das ist ja auch schön. Das ist ja nicht etwas nicht Schönes, Ferien, oder? Aber seit ich das Commitment gemacht habe, habe ich für mich persönlich herausgefunden, dass du eben auch diese Freude auch unter der Woche kannst erleben, wo man sonst in der Ferien oder am Wochenende erlebt. Das habe ich für mich entdeckt. Cool, das gratuliere ich dir dazu, das ist doch perfekt. Wir sind schon gleich am Ende vom Interview, wir sind ja schon ein Moment dran, gell? Jetzt kommen noch die 3 obligaten vorbereiteten Fragen. Und zwar, Gianfranco, hast du ein Lieblingszitat? Und falls ja, warum genau das? Wer gibt, gewinnt. Ja? Ohne Fleiß kein Preis. Und das Wichtigste, you can get it if you really want. Oder? Von Jimmy Cliff. Weil das habe ich schon ein paar Mal in meinem Leben erreicht. Also ich bin schon ein paar Mal in meinem Leben an so einen Punkt gekommen, wo ich musste beißen, wo ich dran geblieben bin und wo ich es dann wirklich dann geschafft habe. Und darum denke ich, von diesen 3 ist so ein bisschen das von Jimmy Cliff, das But you must try, try and try, try and try, oder? Die Strophe. Und vor allem, du musst wissen, was dein Warum ist. Warum mache ich das? Oder? Ist mir Sicherheit wichtig und Freiheit egal? Dann mache ich etwas, wo mir Sicherheit gibt. Wobei, was heisst Sicherheit im Zeitalter von Corona? Also, ich würde jedem, der anfängt in der Selbstständigkeit, würde ich als Tipp geben, würde ich mit 3 Fragen auseinandersetzen. Die 3 Tipps kommen jetzt genau. Ja, warum machst du es? Warum machst du es? Oder? Was bist du bereit dafür zu geben, damit das, was du machst, noch professioneller kannst machen und auch von dem kannst leben? Das ist Tipp 2. Und Tipp 3, was sind deine Ziele bei dem, was du möchtest machen? Diese 3 Fragen, mit diesen 3 Fragen würde ich mich sehr früh auseinandersetzen, weil die sind matchentscheidend. Weil das Ziel, das kann auch ein Etappenziel sein, aber einfach ziellos kommt nicht gut. Dann gehst du lieber wieder in ein Angestelltenverhältnis, weil dort sagen sie dir deine Ziele. Dort gibt es jemanden, der dir sagt, welche Ziele du für was musst erreichen musst. Und das ist der grosse Unterschied. Also setz dir selber Ziel und bist dir immer bewusst, warum mache ich das? Warum stehe ich am Morgen auf und gehe dieser Sache nach? Und was treibt mich an? Was? Oder? Was ist es? Und wenn du das Was kennst, dann kennst du das Warum und dann kommst du vorwärts. Okay, perfekt, cool. Das sind die 3 Tipps gewesen. Okay.
Gibt es Bücher, wo jetzt du hast am Anfang gesagt, oder auch Hörbücher, wo du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die vielleicht schon selbstständig sind oder sich zumindest eben überlegen, jetzt endlich zu starten mit ihrem eigenen Ding, Bücher, wo du denen würdest empfehlen? Also es gibt vor allem 3 Autoren, Mhm. wo so herausragende Werke gemacht haben. Also der T. Harv Eker zum Beispiel, das ist einer, den kann ich auf und ab hören. Mhm. Millionaire's Mind Set, oder? Also T. Harv Eker unbedingt Mhm. aufschreiben, nachlesen, notieren. Mhm. Napoleon Hill ist auch so einer. Und Karrieresau, das ist das Werk vom Dr. Adel Abdelatif, der bei mir auch schon auf Besuch war und ich bei ihm. Mhm. Ich bewundere ihn auch. Er mehrfacher Vaterarzt und Kickbox-Weltmeister und eben auch Buchautor. Mhm. Ja, die 3 Werke. Also, T. Harv Eker, Napoleon Hill, die 2 als Autoren, gehen mal schauen, Mhm. ihre Werke. Sehr interessant, sehr inspirierend für Einzelunternehmer, gehören die zum Grundstock, finde ich, Mhm. die 2 Werke. Und Karrieresau vom Adel Abdelatif. Perfekt. Ihr findet die Bücher natürlich auch in den Shownotes und auf der Webseite www.mach-ding.ch verlinkt, damit ihr gerade könnt mit einem Klick schauen, was es da gibt und bestellen. Perfekt, Gianfranco, wir sind am Ende vom Interview angelangt. Wenn jetzt jemand sagt, der Gianfranco ist ein cooler Typ, ich möchte mich gerne mit dem vernetzen, wie und wo kann man dich am besten erreichen? Ihr erreicht mich auf www.gianfrancosalis.com. Dort gibt es noch vieles nachzulesen und nachzuschauen über Mhm. mich. Und dann natürlich auf allen Socials, also auf Facebook, Instagram, LinkedIn. Dort bin ich aktiv. Und wie gesagt, auf kinderpodcast.ch, dass wir da unbedingt mal gesehen oder gelost haben. Okay, perfekt. Gianfranco, danke viel mal für deine Zeit, für deine spannenden Tipps, für deine Geschichte, die du uns mitgegeben hast. Ich wünsche dir ganz viel Glück in der Zukunft. Hoffe, dass du gleich wieder auch als Moderator bei Events darfst auf der Bühne stehen. Danke vielmals und wünsche dir noch ganz einen schönen Tag. Danke dir vielmals, Nico. Herzlichen Dank für das inspirationsreiche Gespräch. Danke vielmals, mach's gut. Ciao, ciao.